Moin, ich bin Charles Hachmann. Wir kochen heute so. Heute kochen wir Vitello Tonato. Und dann rufen wir mal kochen. Oder willst du? Ja? Maar für unser Vitello Tonato brauchen wir Fleisch, Kalbfleisch. Das ist der Vitello. Da habe ich ein Stück aus dem Käse geholt. Die Käse ist so ein riesiges Stück. Das habe ich schon rausgeschnitten. Das kann ich noch als Ersatz, kann ich das Ganze doch mit einem Mignon de Veau machen, respektive mit einem Carré de Veau. Geht allerdings ein bisschen teuer und ist nicht unbedingt viel besser. Für den Vitello Tonato salzen wir das Fleisch. Da passen wir da noch. Wir haben eine Pan, die soll schon warm. Den Trigger ist auch, alle Pan soll warm sein, bevor ihr in Öl draschet. Da passt Fleisch man unten, respektive der Fisch, respektive Fleisch. Von denen ein bisschen allein das Fleisch dran. Wir brauchen das Fleisch auf den 3 Seiten, die das Stück so hat. Aber die wir ein bisschen fertig nehmen wir noch Butter dabei, ein zerdrückte Knödeligszeug und ein Stück Romarin. Und dann übergießen wir das Fleisch die ganze Zeit mit Butter. Und als Fleisch auf 3 Seiten angebraten, dann haben wir die angekündigte Butter dabei. Das kann ruhig ein großes Stück sein, wie ein großes Pan, ein großes Stück Fleisch. Wir legen also Knödelig dabei und dann ist Romarin. Als Schwester, der das nicht riechen kann, wie gut das heute gerade riecht. Der Trick bei der ganzen Sache ist, wir holen die Butter, lassen wir die ein bisschen innen an der Pan zusammenlaufen und übergießen nochmal das Fleisch. Die Butter wird gut vom Romarin angeholt, vom Knödelig. Und dann übergießen wir das Fleisch die gut auch unhält. Den zweiten Teil davon ist, wenn durch Stubbrot ein Dressig wäre, durch das Arrosieren geht da der Müll und wir können nur das ganze Stück Fleisch als gut saftig und das ist kein drischer Platz. So. Solange ihre Butter scheint, ist die Temperatur nicht zu warm. Wenn die Butter abhält mit Scheiben, ist die Temperatur zu warm. Da muss man einfach die Temperatur ein bisschen hochdrehen. Die hat das schon machen. Ein bisschen hochdrehen. Und dann ein Stück, ganz kleines Stück Butter dabei. Da killt nämlich die Butter auch direkt auf. Aber wir kriegen nicht die alle schwarzen Punkte drauf. Wir kochen das Fleisch rosé. Bis à point. Wir wollen ein bisschen schön Hafer und trommeln. Dann brauchen wir plus minus 10 Minuten, wo das die ganze Zeit arrosiert geht. 5 Minuten nur drehen wir das Stück Fleisch, arrosieren die Seite doch. Drehen nachher, arrosieren die ganze Zeit. Und dann holen wir es noch raus und lassen es rohen. Die 10 Minuten sind um, als Fleisch als Rosé, bis à la point, echter Rosé, schön lieber Rosé. Arrosieren so ganz kurz und dann holen wir es raus und dann lassen wir es aufkühlen, weil das geht ja noch kalt serviert. Voilà, Fleisch ist fertig.